Dit is John Peters hier van nu Botplot 2, waar voor de nächste 15 minuten waar we ons onderhouden niet Gott zijn woord. Dit heet Gedanken die Gottes woord. En we merken van daar dan Schluss met het boek Jona. On a sturdy rock, out of his great love, I've learned the meaning of salvation, out of his great love. Okay. So Jona heeft 5 kapitels en we hebben geleerd dat een mens wie gehoorzaam te God en dan ging hem alles goed. Gehoorzaam zijn te God, dat is de weg zum Leben. Wo wir das immer treffen? Nee, aber dat ik los van daarnacht, dat God kent ons hart. Dat is 1 Johannes kapitel 3. En hij weet wat voor verneem we hebben. En zijn we perfect? No, keiner is volkomen, keiner is perfect, aber God zit ons über ons volkomen, wanneer we ons bekehren te zien sehen, Jesus Christus. Wegen dan zit God bloß dat bloed van Jesus Christus über ons. Dan sagt de Schrift, dat we zijn gereinigd worden. En dan brengt er nog een woord, dat redt van dat we zijn gerechtvaardigd worden. Wat meint gerechtvaardigd? Een ander woord, dus keine zin wat jeng anstaat. Als de zin door, ja, we zijn zinder. Aber steht er jeng ons, dan wird es nee. Waarom? Wenn jemand heeft het betoeld. Wanneer die bankrekening betoeld is, dan wil man sagen, die hast die bij de bank geld geleend. En dat is betoeld, dat wordt niet maar in de beeld kriegen. Wieder das ein großer Fehler, ne? Aber bei Gott sind nicht Fehler. Und Gott wird nicht zweimal chargen für einen Sinn. Gott wird nicht doppelt strafen für einen Sinn. Die erste Strafe hat Jesus auf sich genommen. Und die zweite Strafe, der erste gleich. Du brauchst nicht einen Sinn betonen, du brauchst es bloß annehmen. Wie ist meine Frau für die, wenn ich die betonen kann, wo würden wir das tun? Mit Geld? Well, das braucht Billionen, Trillionen, dat is een zaam wat je niet moet treffen gaat. So, dat gaat niet met geld. Met die zaken ook niet. Die zaken die worden vergoed. Met die streven, met die pullen en down, met die iva, wel hoeveel? Het is goed genoeg wat we doen kunnen om zin betonen. Wie er in je mind die gaan, wie wil in je mind? De wereld heeft miljoenen. So de antwoord is, keiner von diesen Dingen. Wat van Jesus sagt, en Johannes, ik zie de weg, de waarheid en het leven. Al het andere van bezit, wat de vriend ons zal aanbilden, wat we veel te doen, wat we zullen doen. Weet je, de vriend lijkt ook waar we zeer streven en zeer heraan. Proben ons dezelfde te verdienen, dat je ook weet. We hebben het lijken waar we al ons energie, al ons streven willen door hand doen, om dat proben te verdienen. Aber dat gaat plötzlich te verdienen, mijn vriend, dat gaat was aan te nemen. En dat fehlt niet was am Kopf aan te doen, dat fehlt nog dat het draait zal wanneer je het kan, ook treffen dat, du weer dat hoort. So wir haben uns für den bisschen verführt, ein paar letzte Gedanken uit Jona. En ik heb goed deze week aan gedacht en gebeten even. Jona zijn boodschap en vergelijk met de Nieuwtestamentliche boodschap. Ik nu leven nu in het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentliche tijd. Dit is Thessalonica nannte de tijd van de kerk.
Dat Oude Testament, dat weer de tijd van Israël. Alright? We zijn nu in de tijd van de kerk, ondereinander de tijd van genood, dat ik veel weet. Dat Oude Testament, dat weer de tijd van Gesetz. Wenn Jeremia even lesen wollen, dann leest bloß Römer en Galater. Dat wordt je een beetje erklären, de verschiedene tijden. So Jona lebt in de tijd van Gesetz, aber wir danach Barmherzigkeit, Genot en Leib. Denn wie weten dat Jona wie Gott dal? En dan vraagt Gott aan, waarom best dal? Als zegt Jona, wien ik wist dat die langmütig best, van grote geduld, grote Leib, en die des die rooien over dat slechte, wanneer mensen zich bekeren. En dat is graag wat God ook deed. God zijn boodschap to de mensen in Nineveh wie was bekeerd sind. Über 41 deel wordt deze stad nicht gaan. Wir lesen dat Jona zijn boodschap wie bloß deze stad wordt nicht gaan. Dat is es van huizig deel te vrij. Deze stad wordt vernicht worden. En dan zegt het dat de mensen van Nineveh bekeerden zich verzeld, uit zichzelf. Dat sloeg het om hart, je schon verstand, hielden ze dat, en dan ging het om hart. En die bekeerden zich van den oudsten, van den jongsten tot den oudsten, van den armsten tot den rijksten. En sogar de tieren moesten zich bekeren. De mensen die trokken zich oude kleider aan. En dat we in het Oude Testament een oude kleid aantragen, een verretene kleid, dat we een teken van buße. Alright. Wat is het teken van buße waar ik nu ben woon? Of dat is dan aan zich de bekering. De buße uit de bekering, dat is stilhouden, aanbrengen en aan Jezus nu volgen. Alright, so we durven ons gleich nu zo en zo aantragen. We durven ons gleich de kleider verrieten. We durven ons gleich irgendwo schneiden oder strofen. Wat je dat heeft, even zo'n mensen geeft, die gewoon met een pitcher aan en verpitchen zich zelfs in regen. So even am Schulter, dan verpitchen ze zich. Ze willen nog irgendwo proberen ook halt met de zin te betonen. Maar dat lukt gleich. De verandering die passiert im hart. En wanneer het hart is geändert heeft, dan wordt het te zijn bald en wordt die mens laat, wordt hij zich beneemt, wordt hij aanneemt, wordt hij zich aantrekt. So, nu willen we mal vergelijken de boodschappen van het Oude Testament bij het Nieuwe Testament. So, im Nieuwe Testament is nu de boodschap, en we hebben een klein beetje opbouwen. Jona zijn de boodschap weer, deze stad wordt vol, so die weer een noodvalje, en dat wordt bald passeren in 40 deel. Im Nieuwe Testament is de noodvalje, dat rekken die leven hier, en we worden op een stad zijn in alle eeuwigheid. Er zijn bloß twee steden. Du hast nicht eine dritte Stadt von bloß schlucken oder verschwingen. Dat je leren wat dat zijn. Aber die Schrift sagt, er zijn twee steden. Dus de Himmel, dus de hel. En welke mensen die verstaan het aardig. Die zeggen dat ons woord hier de deur neergeput worden. Een neergestap worden. Dat is niet zo. We worden entweder een of de andere vrijwillig neergaan, mijn vriend. Wegen dat is een wol wat we merken. En zo nu is de prijs op ons betaald. De bankrekening is op 0. Nu moet je plus nog naar de bank gaan en nu je schrijven ervoor. Dan gaat het voorbeeld niet zo. Alright. Zo nu is de vraag. Wat is de nieuwtestamentelijke boodschap wanneer Jona dat van deel wil prediken? Wel, dan moeten we kijken. Nou, dat we de lezing verbracht hebben. Jezus Christus. En hij zegt in Johannes 17:3 te Gods stad, hij deed beden te den hemelse Vader en hij zegt, dit is dat eeuwige leven. Oh, nu mag we hartje niet zo. Weet je, dat eeuwige leven is de wichtigste entscheiding wat ik in die worden meer. Wanneer een jugend jong was vragen, wat is het wichtigste ding im leven? Dat het zijn, de reichte met jou ving en zich met dit bevrijen. Oder een normaal wordt zijn, ja, die reichte jong ving en een goede vrouw zijn te doen, zich bevrijen. Vielleicht würde mir all sein Kinder haben, das ist das Wichtigste im Leben. Die Jungen würde vielleicht sagen, fan schmacken Truck haben. Weil ich schmacke Trucks, halt ich nicht gehen. Aber die wichtigste Entscheidung im Leben ist nicht, mit wem willst du befrieren, wie wollen ihr meint, was du gehen, welche Kinder willst du haben. Das sind alles die zweite wichtigste. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist, wo willst du sein in aller Ewigkeit. Wir haben eine Großtochter und als die gemerkt wird,
dann hat er eine ewige Seil gekriegt. So, und jeder Kind, was gemerkt ist, geboren ist, der ist ewiglich, was er sind. Du sollst mal stets hier, was gerade nicht denken. Ich sage, das ist ein interessanter Gedanke. Und dann ist nicht die Frage, wo wird die Seil in alle Ewigkeit sein? Well, preis dem Herrn, wir sind bloß zwei Städten. Und der eine steht, der ist so zugeschlossen worden von Jesus Christus, wer am annimmt. Das sagt, dass er hat die Schlädel gekriegt von der Hall und von den Tod. So Jesus hat die Schlädel von der Hall. So wer immer da in der Hall geht, der will mit Gewalt, der will freiwillig nehmen, nicht? Ich habe nicht gesagt mit Gewalt, aber der will freiwillig nehmen. So nu sagt Jesus, dit is het eeuwige leven. Nu moet je vragen, wat is dat dan? Dat zij die mogen kennen, de einzige ware Gott en Jesus Christus, den du geschickt hast. Hier ist das eeuwige leven. Gott te kennen en zien Jesus Christus. En wer helpt ons damit? Der Heilige Geist. Der macht uns das deutlich. Dus ik laat zien, Gott der Vater deed Erlösung plan, Jesus der Sohn deed Erlösung vollbrengt, en Gott der Heilige Geist der die Erlösung deutlich machen, vormerken zu uns. Die neutestamentliche Botschaft ist das: Bleib an Gott, bleib an den Sohn Jesus Christus, na wo steht den Heiligen Geist stehen, und dann das ihre Art für immer und ewig. Nimm das an. Zum Beispiel, wir haben nicht von der Bank geredet. Wenn wir sagen, die wussten Brief kriegen von der Bank, und wenn wir sagen, die besten nach $100.000 schuldig, einen Tag kriegst du einen Brief, und dann sagt der Brief von der Bank, dass du erst ein Billionär, der hat diese ganze Stadt ihre Schuld betont, du brauchst bloß ein Einkommen und ihr schreiben. Aber die verschiedenen Gedanken gleich gar nicht so. Die erste Frage wird sein, ist das zu bleiben? Ist das so? Ist das ein Scam? Ist das eine Dummheit? Weet je wat, die meesten würden nicht nach der Bank fahren. Die würden sagen, ha, sind jaftet gleich. Oder würden vielleicht ein paar sein, die würden vorher nie scheren, und ein paar würden vielleicht eben noch wieder schreiben. Und dann würde der Schuld gestrickt sein. Würde das nicht eine wundervolle Geschichte sein? Das wird die neutestamentliche Erlösungsbotschaft schaffen, dass jemand hat die einen Sinn betont. Die Balance ist auf null. Du brauchst nicht bloß noch wieder schreiben. Ist das nicht wundervoll? Muss es nicht so und so gut sein? Nee. Muss es so und so viel tun? Nee. Muss ich mal rein worden? Nee. Wegen Heimat die rein. Das muss man ja schreiben, das annehmen. Wo fingen wir das nach? In 1. Johannes 3,23. Da sagt er, dit ist sein Gebot. So, wir als Deutsche, wir halten viel von Geboten und von dem Gesetz und wir wollen auch sein, dass wir Rechte treffen, nicht so? Und ich habe hier rot. Das sagt hier, dit ist sein Gebot. Alright, wie weit im Alten Testament wären hunderte Geboten, sogar Tausende. Sondern steht hier nicht so. Hier sagt es, dass im Neuen Testament sind 2 Geboten. Ich will hier über Video wiesen 2. Sei bereit zum Hören, was sie sagen? 1. Johannes 3,23, ich kann selbst lesen. Nummer 1, zu bleiben an den Namen von seinem Sohn Jesus Christus, das ist Nummer 1. Und was ist Nummer 2? Andere zu leben, das er uns geboten hat. So to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another. Wanneer die 2 geboten klas nu komen, 2 würde wel zijn nu komen, nicht so? An Jesus zu bleiben, und andere zu leben, dann sagt das, dann hast du die geboten vollbracht. Und wer sie die geboten vollbringt, der hat das ewige Leben, nicht so? Ich will schließen mit dieser Geschichte von, was ich von der los, bei Our Daily Bread, wo wir die Geschichte liehen, von dieser Großmama. Die gleich einmal zu der Tidje Andacht zu fahren, und wir sind aus Smars bei der Kirche. Die Kirche hat 2 Andachten, eine Tidje und dann Luther noch eine. Viele Kirchen dann ja zu dort. Und so sind wir alle ihre Kleider Sinn und sowas rein, ihre Show und so wieder. Und dann hat sie die auf ein Bad oder einmal rein. Und dann den nächsten Tag wird sie sich was antragen, Show antragen und was sie rein merken, und dann fuhr sie zu der Tidje Andacht. Am Freitagsabend hat sie einen Schlag, dann muss sie ein Hospital nehmen. Und Posten Luther, wie sie wie Jesus Christus, wie gestorben. Morgen, wie ich im Hospital gewesen und kämpft zwischen einem Haus, dann sieht dass seine Mönche war, ihre Kleider reingelegt, ihre Show, alles, vielleicht ihre Uhrenbaumens und so wieder. Und wartet an, dass meine Mönche, die wir reiten. Meine Mönche, wie immer reiten, um zu der Kirche fahren, und meine Mönche, wie reiten für Jesus Christus.
En so, dat is niet de kerk wat die seilig maakt. De kerk, dat is wo die in het lied was, wanneer je seilig best. Wanneer je spekiert hast, am besten part van de kerk. Kijk nu, dat die kerk voorstellen niet. Die best dan een lied van de gemeente Jezus Christi. En dus zullen we Luther vielleicht nog mal van reden, zo staat die kerk voor, maar het loopt die zus. Het loopt die woest wel. En we dit gaan we Luther meer van vertellen. So deze momentje weer einmal reid. Wat is de boodschap van het Nieuwe Testament? Ziet reid. Ziet reid. Die waren 10 jongvrouwen. 5 hadden genoeg oil, de andere 5 hadden niet. Wat is de boodschap en de geschichte? Dat heeft wat te doen met wat bedient de oil en zo wieder, als dat de hele jaar is. Dat is kwijt part van de geschichte. De geschichte zegt bloos, ziet reid, wenn je weet niet wanneer de bruidegom komt. De brigom, je weet niet wanneer die komt. En zo ziet reid als de boodschap van het Nieuwe Testament. Jonas in de boodschap weer bekeerd kind, oder dit wordt Olaf vervolgen. De Nieuwe Testament, welche boodschap is, ziet reid, wenn hij komt. Wundervoll, nicht so? Man kann ihn sehen, von der aus Mars. Und ich wieder.